Ihr Lieben, ich möchte heute darüber sprechen, warum finden im Moment so viele Menschen zum Glauben an Jesus? Es ist offensichtlich auf der ganzen Welt, die Pforten der Hölle können die Kirche nicht stoppen. Es ist unmöglich. Gott im Moment, es kommen so viele Leute zum Glauben. Ich finde es politisch im Moment mega schwierig. Seit Corona finde ich es mega schwierig. Weil Corona kam, war schwierig und alle Kriege auf der Welt, auch der ganze Gaza-Konflikt. Wir haben so viele Konflikte, wo ich merke, es ist gar nicht so einfach, da positiv zu bleiben. Aber im Ganzen, die Bibel sagt, wenn die Finsternis zunimmt, nimmt das Licht Gottes auch zu. Das heißt, das Reich Gottes wird sich vorstellen als etwas, was jede Hindernis durchbricht. Ich zeige euch ganz kurz eine Statistik aus Amerika. Es gibt eine Barna-Studie und die haben mit Millionen von Menschen das getestet und auch eine Umfrage gemacht. Im Jahre 2000 gab es in Amerika 65% der Amerikaner haben gesagt, wir glauben an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Im Jahr 2000 waren 77% der Amerikaner haben gesagt, wir glauben, dass Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann hat es angefangen zu droppen. Bei Corona waren es noch 54% der Amerikaner. Dann gab es eine kleine Durchstrecke, weil es war ja Corona. Und nach Corona, achtet auf die Statistik, haben sich Leute in Amerika bekehrt in Scharen. Auf 66% der Amerikaner sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und jetzt kommt der Punkt. Der Wachstum geschah durch Gen Z. Das seid ihr. Ihr seid eine Revival Generation. Lasst uns Applaus geben, Gott. Ihr seid eine Revival Generation. Ihr seid eine Revival Generation. So, die einzige Altersgruppe, die nicht wächst, sind wir. Das sind meine alten Hasen. Aber ihr seid total on fire, ihr erlebt Erweckung wie niemand anders zuvor. Und jetzt sagen Leute oft in den Medien, die Kirchen sind leer. Es sind nur die Kirchen leer, wo Jesus nicht mehr drin ist. Aber da, wo Jesus drin ist, die Kirchen, schaut heute Abend, ist knackevoll, weil wo Jesus drin ist, da ist auch die Power von Jesus da. Ich werde heute Abend euch ganz kurz erklären, wenn eine Erweckung geschieht, braucht es auch ein Konzept. Es ist genau das gleiche, wenn du ein Baby auf die Welt bringst. Das ist eine Meisterleistung. Der Mann muss die Hand halten, Meisterleistung. Aber wenn dann die Frau das Baby mal delivert, nimmst du nicht das Baby nach Hause und sagst, Baby, da ist dein Schlafzimmer, dein Shopper, ich komme in 20 Jahren wieder, God bless you. Sondern es gibt eine Strategie. Es braucht Shoppen, dann gehst du in den Kindergarten, in die erste Klasse, dann in die Sekundarschule oder in das Gimmi und dann machst du Berufsausbildung, dann gehst du ans Militär und dann bist du frei. Wenn wir jemanden zum Glauben bringen, haben wir oft keine Strategie. Ich glaube, das ist total verheerend, wenn wir das nicht haben. Und ich möchte mal ganz kurz die Strategie erklären, die wir haben bei uns in der Church. Es ist nicht die einzige, sondern wenn jemand zum Glauben kommt, ist dieses Buch Entdecke Gott, sind 10 Kapitel, wo ich durchgehe und erkläre, was ist geistliche Milch. Ein kleines Kind erlebt dann plötzlich, was es heißt, jeden Bereich unter die Herrschaft von Gott zu stellen. Und du lebst, wenn du den Vater was fragst, sagt der Vater nein. Dann fragst du die Mutter und die Mutter sagt nein. Dann fragst du den Opa und der sagt immer ja. So, dann eines Tages bist du ein Teenager und du wirst lernen, Gott nachzufolgen. Und das sind Themen drin, wie kannst du den Glauben an Jesus an deinen Freunden erklären? Weil du hast eine Geschichte. Du sagst plötzlich, ich war pornosüchtig und Jesus hat mich frei gemacht. Ich war eifersüchtig und ich konnte es losbringen, jetzt jubel ich über jeden Praise Report. Und ich hatte einen Minderwert, der ist nicht mehr da. Ich war stolz, der ist gebrochen. Ich hatte Süchte in meinem Leben und Jesus hat das verändert. Deine Botschaft, die Gott dir gegeben hat, ist deine Geschichte. Menschen können sagen, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube nicht an die Church, ich glaube nicht an den Himmel, aber deine Geschichte kann niemand sagen, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Weil du hast erlebt, wenn Jesus dein Leben kam, hat er nicht ein bisschen Kosmetik und auch nicht ein bisschen Botox gemacht, sondern Jesus hat dein Leben um 180 Grad gechanged. Und das ist deine Story, das ist die größte Kraft, um Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen. It's your story. Applaus, ja, wenn eine Klasse klatschen alle. Ich werde heute Abend über einen Mann sprechen, das ist Paulus aus dem Neuen Testament. Paulus, wer von euch war schon in Rom? Hand hoch. Wer will mal nach Rom? Also ich glaube, wir machen eine römische Reise. Genau.
So, wenn man die Bibel liest, kommt Rom. Rom kommt immer andauernd auf das Tapet. Ich gehe ganz kurz ein paar Beispiele durch. Das erste Mal Maria und Josef gehen nach Bethlehem, weil ein Kaiser Augustus, ein Römer, hat den Befehl gegeben, wir müssen alles zählen, wie viele Leute es gibt. Die andere Geschichte ist der Hauptmann, der war bei Jesus und sagte, Jesus, ein römischer Hauptmann, mein Diener ist krank. Und Jesus sagte, okay, lasst uns das Uber nehmen, lasst uns hinfahren. Und der Römer sagt, nein, kein Uber. Du kannst jetzt ein Wort von hier sprechen und mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt, du hast mehr Glauben als mein ganzes Volk in Israel. Du siehst auch den Fall, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir dem Kaiser die Steuern bezahlen. Und Jesus fragte auf der Münze, welches Gesicht ist drauf? Sie sagten, der Cäsar. Und Jesus sagte, gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und Jesus hat gesagt, auf eurem Gesicht ist, ihr seid zum Ebenbild Gottes erschaffen. Gebt mir nicht Geld, gebt mir euer Leben, das gehört mir. Der Pontius Pilatus hat entschieden, wird Jesus gekreuzigt, ja oder nein. Die Römer haben immer eine Rolle gespielt. Die Frage heute Abend ist, warum wollte Paulus unbedingt nach Rom? Wegen Spaghetti, Gelato oder Pizza? Sondern was war der Grund, warum Paulus nach Rom gehen wollte? Ich habe es aufgeschrieben in einem Gedanken, und zwar, wie du zu Jesus gefunden hast, prägt oft auch dein Evangelisationsstil. Weil was du erlebt hast, ist oft auch der Stil, wo man sich wohlfühlt. Und ich beginne, wie Paulus zum Glauben kommt. Es gibt ein kleines Detail, wenn man das so liest, denkt man, okay. Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 12 oder 16. Aus diesem Grund reiste ich, Paulus, und Paulus war zu dem Zeitpunkt noch kein Christ. Er hat die Christen gehabt im Auftrag des obersten Priesters und mit der Vollmacht versehen, reiste ich nach Damaskus. Paulus war auf einem Roadtrip und auf der Straße, ich habe ein Bild mitgebracht, nach Damaskus erscheint ihm Gott und sagt, Paulus, wieso verfolgst du mich? Und Paulus kommt auf der Straße zum Glauben. So ein kleines, wieso auf der Straße, nicht im Dorf, im Sturm, im Berg, zu Hause, auf der Straße. Du wirst später sehen, wenn du Theologie studierst, die Straßen haben im Leben von Paulus eine Rolle gespielt. Er hat gewusst, das Straßennetz der Römer, das nächste Bild, hat 80.000 Kilometer, die Straßen. Und Paulus hat gewusst, wenn ich die Straßen von Rom gebrauche, für das Evangelium werde ich die Griechen, die Engländer, alle mit dem Evangelium erreichen. Und er kam auf der Straße zum Glauben. So, meine Frage ist, wo bist du zum Glauben gekommen? Ich hatte einen Freund, hat zu mir gesagt, ich habe in einer Hardrock-Band gespielt, lange blonde Haare. Ja, ich habe jetzt kein Foto mitgebracht, weil ich bringe das immer. Und mein Freund hat zu mir gesagt, Leo, du gehst in die Hölle. Habe gesagt, das ist jetzt nicht der Wohnort, wo ich wohnen möchte. Und er hat gesagt, doch, du gehst in die Hölle. Es war lieblos, es war direkt in my face. Das hat mich so getriggert. Wir hatten Argumente, wir hatten Diskussionen, haben mich eingeladen zu seinem Vater, wir haben das Evangelium erklärt und ich bin zum Glauben gekommen zu Hause durch eine Freundschaftsevangelisation. Das heißt, das hat mich geprägt, weil ich gemerkt habe, 85% von uns allen, du kommst zum Glauben durch Freunde, die dich einladen, das Evangelium erklären. Ihr Leben hat sich verändert. Das ist oft der Punkt, so wie du das Evangelium erlebt hast, ist es dann auch deine Stimme. Und da habe ich gemerkt, wenn wir in der Kirche Freundschaftsevangelisation machen, du lädst deine Freunde ein, deine Kollegen, deine Mutter, deine Tochter, deine Freunde, ist das total natürlich und es liegt dir. Kommst aber auf der Straße zum Glauben und sagst, oh, wir müssen alle auf die Straße, let's preach the word. Du denkst, nicht mein Ding. Oder kommst du durch Soziales zum Glauben, wird Soziales immer dein Ding sein. In Südkorea, abgefahrene Geschichte, da haben die Erweckung erlebt, das war ein Drittweltland, hat sich hochgearbeitet, es war eine Erweckung gewesen. Und die Leute haben gesagt, wie können wir Menschen für Jesus gewinnen, weil es war eine Großstadt von Seoul. Und es gab so Wohnhäuser mit 3.000 bis 4.000 Leuten, die da wohnen, so ein Wohnsilo. Und wie kannst du da Nachbarschaftsevangelisation machen in einem riesen Wohnsilo? In der Mitte gab es einen Lift, einen Fahrstuhl. Und sie haben gewusst, da kommt das ganze Block kommt da zusammen. Dann sind sie einfach als Christen in den Fahrstuhl gegangen, haben Fahrstuhl-Evangelisation gemacht. Da kamen sie rein und gesagt, okay, welchem Stock wohnst du? Stock 60, tack. Da hat es 60 Stocke Zeit, über Jesus zu sprechen. Und so sind Menschen zum Glauben gekommen im Fahrstuhl.
Tausende und Abertausende im Fahrstuhl. Das war ihre Evangelisation. Wenn du heute sie fragen willst, sagst, geh in den Fahrstuhl, sagst du in der Schweiz, wir haben nur 2 Stöcke. Aber da, wo du zum Glauben gekommen bist, diese Art ist sehr oft auch dein evangelistischer Stil. Das ist meine Frage, was ist dein Stil, den du hast? Paulus sagt in Apostelgeschichte 23, Vers 11, in der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte, du kannst unbesorgt sein, so wie du in Jerusalem mein Zeuge gewesen bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Also Gott sagt zu Paulus, du musst nach Rom. Du brauchst die Straßen von Rom. Ein bisschen später im Vers 27, Vers 3 und 20. In der letzten Nacht stand in mir ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, immer wenn du das Evangelium verkündigst, sagt Gott, hab keine Angst. Sei bold, lass dich nicht einschüchtern, sei ein Zeuge. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor dem Kaiser gebracht werden. So hat es Gott bestimmt. Auch alle anderen, die auf dem Schiff Gott deinetwegen sind, wird am Leben gelassen. Gott sagt zu Paulus, du gehst nach Rom. Als Gott das zu Paulus sagte und bei der Bekehrung vergingen 25 Jahre. Wer von euch nervt sich, dass Gott manchmal so mega langsam ist? Wie eine Schnecke. Wer nervt sich? Ich extrem. 25 Jahre vergingen von der Verheißung, du gehst nach Rom. 3 Dinge, die Gott macht. Erstens, significant, strategisch. Gott ist ein strategischer Gott. Du wohnst nicht einfach per Zufall in der Schweiz. Deine Familie ist nicht per Zufall. Gott hat dich bewusst in deine Familie geboren, damit du ein Salz und ein Licht sein kannst für deine Familie und auch für deine Verwandtschaft. So, Gott ist ein Stratege. Und ich erkläre ganz kurz, während wir warten manchmal auf die Verheißungen, macht Gott etwas hinter der Bühne, was wir oft nicht sehen. Warum musste Paulus 25 Jahre warten? Weil gewisse Dinge waren noch nicht strategisch, noch nicht ready. Hier ist ein Clip über die Strategie Gottes. Als erstes ließ Gott im 4. Jahrhundert vor Christus Alexander den Großen die ganze Welt in 12 Jahren erobern. Damit verbunden wurde Griechisch zur Weltsprache und jeder Erdenbewohner verstand und sprach zumindest ein wenig Griechisch. Als zweites sorgte Gott dafür, dass das Alte Testament, das ursprünglich in Hebräisch verfasst worden war, ins Griechische übersetzt wurde. Die ganzen Geschichten, alle Prophezeiungen über den Messias waren ab 280 vor Christus in der Sprache erhältlich, die jeder verstand. Als drittes wurde an den Schulen im Griechischen Reich die Methode von Sokrates angewandt. Eine neue Methode, um zu lernen. Anstatt dem Lehrer nur zuzuhören, wurden die Schüler aufgefordert, Fragen zu stellen. Zum ersten Mal lernten die Menschen nicht nur durchs Hören, sondern durch aktives Fragen. Im 4. Akt eroberten im Jahr 63 vor Christus die Römer das gesamte griechische Reich. Darauf folgte eine ungewöhnliche Zeit des Friedens, in der die Römer Zeit fanden für Straßenbau und nie zuvor gesehene Transportsysteme, anstatt Krieg zu führen. Und als 5. lebten die Juden in dieser ganzen Zeit in der Diaspora. Es war ihnen verboten, in Jerusalem und im Heiligen Land zu leben. Vielmehr wurden sie überall auf der ganzen Welt angesiedelt und lebten nun überall verteilt im Römischen Reich. Wenn wir jetzt all diese Punkte zusammenzählen, dann sehen wir das Warum hinter all dem Warten. Wo bist du, Gott? Was machst du? In dieser Zeit, wo sich jeder gefragt hat, was Gott eigentlich so macht, in diesen 400 Jahren der Stille, konnte plötzlich jeder die Bibel lesen in einer Sprache, die er verstand. Zum ersten Mal war es den Menschen nicht nur erlaubt, Fragen zu stellen, sondern sie wurden sogar aufgefordert, Fragen zu stellen an Gott, dessen Antwort darin bestand, den Menschen seinen Sohn Jesus Christus zu schicken. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die gute Nachricht von einem Retter dank einer einheitlichen Sprache, dank Straßen- und Transportsystemen und dank den überall verteilten Juden durch die ganze Welt reisen. In anderen Worten, während Gottes Volk wartete, war Gott immer noch mächtig am Wirken. Come on! Woo!
So, Gott ist mega, mega strategisch. Was nützt dir ein römisches Reich, wenn du keinen Zugang hast? Die Römer haben die Straßen gebaut, nicht wegen einem Roadtrip, wegen einem Urlaub, dass du nach Griechenland gehen kannst. Sie haben die Straßen erst gebaut für die römischen Soldaten. Wenn zum Beispiel in Griechenland, in Great Britain etwas gebrannt hatte, mussten die Soldaten in 3 Wochen da sein, um Friede und Ordnung zu schaffen. Und ich nehme auch ganz kurz mit jetzt, warum war Paulus in Rom? Philipper 1, Vers 12, meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, ich liebe diesen Satz. Ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaften in Rom die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, Paulus würde sagen, wenn du gemobbt wirst in deiner Schule, wenn du ausgelacht wirst wegen deinem Glauben, wenn Leute sagen, wie kann man Jesus glauben, wird dir das nicht schaden, sondern Gott gebraucht es. Wenn die Pforten des Hölle an deinem Glauben rütteln, wird Gott selber beweisen, dass er noch immer lebendig ist. Noch immer lebendig ist. Paulus sagt weiter in Vers 13, alle meine Bewacher und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Jesus Christus glaube. Was ist das Setting? Paulus hat gewusst, wenn ich nach Rom komme und ich werde Menschen zum Glauben bringen, dann kann in 3 Wochen das Evangelium, da gab es noch kein Internet, in alle Richtungen gehen. Also Paulus war in Ketten angefesselt. Alle 4 Stunden kam ein Soldat, wurde auch angefesselt bei Paulus, um ihn zu bewachen. Und Paulus fragte, what's your name? Roberto, mamma mia, cuccia mia. Roberto, hast du Bambinis? Hast du muchas gracias, schöne Frau? Und dann fragt Paulus, willst du meinen Roadtrip hören? Ja. Und Paulus sagt, hey, ich war auf einem Roadtrip nach Damaskus und Gott begegnet mir, Roberto, Gott begegnet mir, hat mein Leben verändert und hat 4 Stunden dem Soldat das Evangelium so richtig reingelassen, konnte niemand hingehen. Nach 4 Stunden kam der nächste und sagt, what's your name? Alfredo, hast du Bambini? Mama, muchas gracias. Das ist ein bisschen Spanisch. Willst du von einem Roadtrip hören? Ja, erzähl mir einen Roadtrip. Und hat wieder nach 4 Stunden hat das Evangelium erklärt. Alle 4 Stunden hat Paulus einem Soldaten das Evangelium erklärt. Die konnten nirgendwo hingehen. Paulus gewusst, wenn ich im Gefängnis bin und sind angekettet, werden sie zuhören müssen, ob sie wollen oder nicht. Und das heißt, viele von den Soldaten kamen zum Glauben. Und man sagt, das Evangelium wurde von den Soldaten nach Great Britain gebracht. Sie waren die ersten Soldaten, die kamen zum Glauben, haben in Griechenland immer von Jesus erzählt. Und meine Frage ist, wer hat Gott an dich angekettet? Deine Mutter ist an dir angekettet. Dein Vater, deine Schwester, dein Bruder, deine ganze Verwandtschaft. In deiner Berufslehre, 4 Jahre, sie sind bei dir angekettet. Und du hast die Möglichkeit in deiner Ausbildung, deiner Familie, 4 Jahre, 3 Jahre, das Evangelium zu erklären von deinem Roadtrip, wo du Jesus Christus erlebt hast als dein Schöpfer, Erlöser, den wunderbaren Retter. Das ist der Grund, dass Gott dich da hineingestellt hat. Meine Frage ist, gebrauchst du das aktiv und sagst, oh Gott, befreie mich aus dem Gefängnis? Paulus hat gesagt, nein, für das müsst ihr nicht beten. Es hat Gott gebraucht, um das Evangelium durch die Straßen strategisch nach anderen Orten zu bringen. Wie cool ist dann das? Man hat die römische Armee auch genannt, das Sprachrohr des Evangeliums. Und ich finde das absolut krass strategisch. Zweitens, es ist significant erlösend und ich möchte sagen, mit dem Trost, den du mit Gott erlebt hast, wirst auch andere Menschen trösten können. Wenn Jesus dich befreit hat von deiner Pornosucht, hast du eine Botschaft an alle Pornosüchtigen. Und du bist eine Ermutigung, es ist möglich, mit Jesus frei zu werden. Also mit deinem Trost hast du eine absolut krasse Botschaft. Es heißt in Philipper 4, Vers 22, sie haben gesagt, es grüßen euch alle heiligen Paulus, besonders auch die, die im Hause vom Cäsar wohnen. Das heißt, das ganze Haus vom Cäsar und die römischen Soldaten, sie kamen zum Glauben, weil Paulus im Gefängnis angebunden war, 4 Stunden mit Roberto und auch Alfredo. So meine Frage ist, bist du ein Zeuge von Jesus? Oder schweigst du einfach, weil man schweigen muss?
Ich möchte eine Box aufmachen, ich mache sie bewusst aus, weil ich bin gezwungen, die Box aufzumachen. Das ist Charlie Kirk. Ich habe so viele E-Mails, so viele Sachen bekommen, gute und sehr gute. Politisch unglaublich umstritten. Die einen nennen ihn ein rechtsradikaler, stockkonservativer, homophoner, Ausländerhasser, waffenbeschwörender Mensch. Und die einen Christen sagen, nein, er war kein wiedergeborener Christ, nur weil du Bibel zitierst, ist kein Christ, sondern er war in vielen Dingen einfach ein Donald Trump-Fan. Jetzt weiß ich nicht, was deine Meinung ist, aber es ist schon relativ ruhig geworden heute Abend. Der Punkt ist folgendes. Du bist nicht gläubig, weil wir alles politisch gleich sehen. Sondern wenn eine politische Regierung so links ist, dass Abtreibung ist normal, Gender ist normal, alle diese Dinge sind normal. Du als Christ sagst, nein, ich glaube an Leben, bist du bereits schon rechtsradikal. Bist schon extrem krass konservativ. Gott schuf Mann und Frau, Punkt, bin ich homophon? Das heißt, es braucht heute so wenig, dass Leute sagen, du bist politisch. Wenn ich sehe, in der Schweiz, in Deutschland und Österreich, hast du jemals gesehen, Politiker den Namen von Jesus zu predigen? Never. Wir haben einen Buß- und Bettag gehabt, hat niemand gesagt von der Regierung, lass uns auf die Knie gehen und beten für unser Land. Nein, wir beten nicht, wir rüsten auf in der Rüstungsindustrie. Das ist alles, was wir können. Und dann haben wir ein paar Christen, die sagen, ja, aber Charlie Kirk, das muss man ganz differenziert ein bisschen, Leo, du bist zu wenig differenziert. Ich bin nicht differenziert, sondern du bist nicht differenziert. Du musst unterscheiden können, du bist nicht gläubig, weil du politisch alles genau gleich siehst, wie ich es sehe. Der eine von uns ist SP, kann ich nicht verstehen, aber gibt es. Ja, sorry. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich habe Freunde, die sind SP. Ich sage, jetzt kommst du in den Himmel? Nein. Und ich bin mehr auf dieser Seite. Und was wir machen, wir bauen immer eine Mauer auf. Und diese scheiß Mauer ist eine teuflische Struktur. Schon bei Corona, das hat mich so genervt bei Corona, ich bin kein Arzt, kein Virologe, ich bin ein Theologe. Die einen haben gesagt, wenn du nicht geimpft bist, bist du ein Mörder, weil du mörderst die Schwachen. Und wenn du dich nicht geimpft hast, haben wir gesagt, eben du bist ein Mörder. Und die nicht geimpften, die waren die Verschwörungstheoretiker und bla bla bla. Und die waren schuld an dem. Die einen waren gläubig und die anderen waren nicht gläubig. Die anderen wollten, hört doch auf mit dem Scheiß. Ich habe gesagt, Jungs und Mädels, seit wann haben wir den Dialog verloren? Das Christentum ist ein Dialog. Und Charlie Kirk hat gesagt, hier ist ein Open Mikrofon. Wenn du eine andere Meinung hast, nimm das Mikrofon und erklär mir deinen Standpunkt. Und hat öffentlich debattiert und diskutiert und hat die Meinung stehen gelassen, obwohl er gesagt hat, ich sehe es nicht so, aber God bless you. Das ist Demokratie pur. Wir haben keine Demokratie mehr, nur noch eine Meinung, das ist links. Und alles, was rechts ist, kann zum Teufel gehen. So denken die Medien heutzutage. Das Wort rechtsradikal ist so beleidigend. Das heißt, links ist dann okay. Und differenziert heißt mit anderen Worten, er ist gläubig, hat eine Frau, hat Kinder, die glauben an Jesus Christus, gehen in eine Church, lesen die Bibel. Und ich bin nicht politisch mit allen seinen Aussagen gleicher Meinung. Ist gar nicht der Punkt. Aber ich werde niemals seinen Glauben auf die Seite legen und sagen, er ist nicht gläubig. Und ich erwarte von euch ein bisschen mehr Niveau als von der Welt. Wirklich, wirklich. Jedes Argument, das Menschen mit Charlie Kirk bringen, ist an dem Moment schachmatt, als die Abdankung war. Weil die Abdankung wird jedes Argument, das Leute bringen, zerstören. Und das ist die Aussage von Erica Kirk. Du hast vielleicht schon gesehen, hier live on screen. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. That young man. That young man. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man
forgive him. The seed has only just been planted. The enemy will tempt you the most in a time like this one. God will always be there for you, but you must choose to mark your soul again and again in the direction of Christ. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. Schau, Eric Kirks Message wird sein wie deine Message. I forgive. Alle haben erwartet, es gibt Kriege, das Land wird sich teilen, aber die Christen, was haben sie gemacht im Stadion? Ich habe ein Bild gemacht, 100.000 Leute im Stadion. Und das Kreuz war in der Mitte. Gerne das nächste Bild. Das Kreuz war in der Mitte. Politiker haben das Kreuz umarmt. Das habe ich noch nie gesehen in der Schweiz. Ich habe es noch nie gesehen in Deutschland. Kein Wort über Jesus, kein Wort über Buße, kein Wort, wir brauchen einen Retter. Du kannst über Amerika sagen, was du willst, aber wir haben Politiker, die immer in den Namen von Jesus in den Mund nehmen, während alle unsere Politiker schweigen. Wenn du Gott wärst, Gott gebraucht Dinge strategisch. Überlässt solche Geschichten nicht einfach dem Zufall, dem Teufel. 100 Millionen Menschen haben das online gesehen. 100 Millionen. Und es musst du gut sein. Letzten Sonntag hat die Blick-Zeitung, die noch nie über uns gut geschrieben hat, die noch nie einen Worship-Song spielen lassen hat, die noch nie einen Bekehrungsaufruf gestreamt hat, im Blick konnte man die Abdankung live zuschauen. Im Blick-Zeitung. Und es waren da Worship-Leader, Chris Tomlin, Brandon Lake, vielleicht kennst du die, Jerry Job, haben geworshipped zum Kreuz. Es gab 5 Bekehrungsaufrufe, hat der Blick übertragen. Der Blick. Mit einem QR-Code. Ich habe das noch nie gesehen, die größte Evangelisation ever. Menschen kamen zum Glauben, wie noch nie in der Geschichte der letzten paar Jahre, weil es bei mir macht, bei Charlie Kirk, ist, stehe ich auf für meine Überzeugung, stehe ich auf für meinen Jesus, an meiner Arbeitsstelle, in meiner Lehre, in meinem Geschäft. Sagen Leute, oh, wenn ich das mache, verliere ich meinen Job. Ja, und dann? Ist dein Kingdom dir mehr wert als das Kingdom Gottes? Ist es dir mehr wert, dass Menschen in die Hölle gehen oder in den Himmel gehen? Sondern er gesagt, I forgive you. Das ist die krasseste Message, die wir Christen haben. I forgive you. Und das wird Joche brechen, Menschen zum Glauben bringen, like never before. Like never before. Like never before. Never before. Ich ende heute Abend. Paulus starb als Märtyrer in Rom. Obwohl Soldaten kamen zum Glauben, im Caesarplatz war alles klar. Er starb als ein Märtyrer in Rom und hat gesagt, und auch wenn ich sterben muss, und Charlie Kirk bekam Todesdrohung und hat gesagt, ich werde nicht aufhören, für meine Werte aufzustehen. Ich ende, es ist immer multiplikativ, was Gott macht. Leute sagen, kann man jetzt den Charlie Kirk einen Märtyrer nennen, ja oder nein? Ich sage, die Übersetzung von einem Märtyrer in der Worterklärung heißt im Altgriechischen, du bist ein Zeuge von der Bekenntnis vom Glauben und du bist bereit zu leiden und sogar den Tod zu erdulden. Das hat Paulus gemacht, das haben Brüder und Schwestern gemacht. Ich habe heute gehört, in Nigeria hat man Tausende von Christen niedergemetzelt, weil sie an Jesus glauben. Und in Nigeria sind die größten Kirchen der Welt. Du kannst das Reich Gottes nicht stoppen. Warum ist so ein Hass auf uns Christen? Wenn die Leute nicht an Jesus glauben, dann lasst uns doch Spinnen leben. Es macht keinen Sinn, aber in uns ist eine Kraft, die die Welt spürt.
Sonst hat es keinen Grund, um das zu eliminieren. Tertullian, ein alter Kirchenvater, hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist immer der Same der Kirche. Und ich prophezeie dir, ob das magst oder nicht, der Tod von Charlie Kirk und die Aussage von Eric Kirk, I forgive you, wird uns Christen nachhallen. Ich habe gesehen, Kirchen aufstehen, Pastoren woanders predigen als vorher, weil sie gemerkt haben, das Leben als Christ ist kein Ponyhof. Denn manchmal spinnt unser Pony. Er geht anders. Egal. Ich ende ganz kurz mit einer Karte. Als Paulus nach Rom kam, gab es 4 Kirchen. 4 Kirchen. Als man Paulus umgebracht hat, als ein Märtyrer, 100 Jahre später sah Europa so aus. Kirchen sind überall entstanden. Nochmals 100 Jahre später waren Kirchen überall vertreten, weil das Blut der Märtyrer ist immer der Same der Erweckung in der Kirchenlandschaft. Es gibt heute 2,5 Milliarden Menschen, die an Gott glauben. Heißt nicht, dass sie Christen sind. Aus einem Botschaft, ich gehe nach Rom. Ich gebrauche die Straßen. Ich brauche den Cäsar. Und heute ist Cäsar ein Salat. Caesar Salad. Wir schreiben heute den 28. September 2025. So für alle, die es nicht glauben können. Hast du gewusst, jeden Tag sagt uns das Datum. Vor 2025 Jahren kam Jesus auf die Welt. Jeden Tag proklamieren Menschen, die gläubig sind, nicht gläubig sind, ein Datum. Vor 2025 Jahren kam Jesus auf die Welt. Niemand kann mir sagen, ich glaube nicht an ihn, weil jeden Tag ist das Datum. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Denn es ist eine Kraft Gottes. Sie hat mein Leben verändert von dem Pornokonsum, von meinen Süchten, von meinem Minderwert, von meinem Stolz, von diesen Dingen. Er hat mich befreit. Ich habe zuerst den Juden, aber dann auch anderen Mitmenschen das Evangelium verkündet. Und meine Frage heute Abend ist für mich persönlich in dieser Serie, wir wachsen als eine Church. Und wir können nicht einfach Menschen, die frisch zum Glauben kommen, sagen, ja, schau doch da bis zum Baby. Sondern es hat einen Preis. Jüngerschaft hat einen Preis. Menschen werden nicht automatisch zu Jüngern, sondern man lehrt sie. Und ich frage dich, bist du bereit, deine Zeit, dein Leben in andere Menschen zu investieren, dass sie reife und mündige Christen werden? Und bist du bereit, deine Stimme für Jesus zu erheben? In einer Zeit, wo man jede Meinung, die nicht die linke Meinung ist, einfach niedermetzelt, cancelt und klein macht und dich als doof betrachtet. Und der Paulus sagt, das Kreuz ist für die Menschen eine Torheit. Es ist ein Witz, aber für uns ist es die Kraft Gottes, die uns gläubig macht. Ich lade dich ein auf den Stehen Club live, Migrant Churches. Ich möchte heute Abend sagen, du hast eine Botschaft. Wie Jesus dein Leben verändert, das ist deine Botschaft. Was so eine krasse Story. Und deine Geschichte wird Menschen zum Glauben bringen, nicht deine Theologie, nicht weil du alles erklären kannst, vergiss den Fisch, sondern einfach deine Story. Der Roadtrip von Paulus. Und das wird Ketten brechen. Augen werden aufgehen. Vater im Himmel, ich bitte dich als erstes um Vergebung. Es tut mir leid, wo unser Land nicht mehr deinen Namen ehrt. Es tut mir leid, wo wir in der Krise nicht mehr auf die Knie gehen und sagen, Vater, wir brauchen deine Hilfe, sei uns gnädig. Wir sind so stolz und so arrogant geworden, dass wir glauben, wir können alles selber lösen. Vergib mir da, wo ich meinen Mund zugemacht habe, wo ich geschwiegen habe über Jesus, weil ich Angst habe, es kommt nicht an, weil ich Angst habe, sie wird nicht hören. Es tut mir leid, weil ich nicht zu dir gestanden bin mit meiner Geschichte. Gieß den Heiligen Geist in uns aus, den Mut. Taufe uns mit diesem Mut, deine Zeugen zu sein.
dein Salz und Licht in dieser Welt zu sein, die es mehr denn gebraucht denn ever. Aber du hast gesagt, der glimmende Docht wird nicht erlöschen und das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen. Die Pforten der Hölle werden dein Evangelium nicht stoppen können. Vater im Himmel, gieße aus dem Geist über diese Generation Z, wo Erweckung erlebt wie keine andere Generation vor ihnen. Segne sie und gebrauche sie gewaltig. Ich bitte dich, führe mich zu Menschen, die suchend nach deinem Evangelium sind. Leite mein Auto, mein E-Scooter, mein Tram, mein Flugzeug. Lass mich neben Leuten sitzen im Flugzeug, die offen sind für dich. Kette sie an mit mir, diese 8 Stunden nach Miami. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, fall. Ich habe in meinem Leben eine Entscheidung getroffen. Das ist einer der Werte von ICF. Ich sehe immer das Positive. Du kannst bei Charlie Kirk das Negative sehen und ich gebe dir recht. Ich kann aber auch bei dir mega viele Dinge sehen. Ich brauche keine Brille und ich habe recht. Oder ich sehe das Gute, was Gott macht. Und ich habe entschieden, ich will das sehen, was Gott tut. Und das werde ich hochhalten, preisen, ehren, worshipen. Ich sehe bei meinen Kindern das Gute, bei meiner Frau das Gute, bei meiner Enkelin das Gute. Ich sehe bei meinen Schwiegertöchtern das Gute. Ich will das Gute sehen, das Werk, das Jesus angefangen hat bei den Menschen. Richte deine Augen auf das Gute, dass es Gott tut und Gott auch bewegt. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib es irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut. Komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. da in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.